Hi zusammen, ich bin Anita. Ich mache Videos über Passerelle, Uni, was auch immer ihr gesehen wollt. So, dass ich erst jetzt wieder ein Video mache. Ihr könnt mich gleich über Instagram zum Beispiel kontaktieren oder wenn ihr einen Kommentar hinterlasst, dann will ich euch sicher darauf antworten. Aber ja, also ich kann jetzt nicht extrem regelmäßig Videos machen. Auf jeden Fall in diesem Video geht es darum, wie ich mich zum Lernen motiviere. Das hat jemand gefragt und dann denkt ja, dann mache ich doch ein Video dazu. Und ich verstehe das vollkommen. Spätestens an der Uni, für die Passerelle machen, halt eben schon früher, merkt man, dass man früher anfangen zu lernen, dass man viel mehr machen muss und da spielt auch Motivation eine grosse Rolle. Und dann habe ich gedacht, okay, ich gebe euch meine Tipps. Also es gibt sicher Leute, die es besser machen als ich, aber ja, vielleicht ist es gleich hilfreich und sonst könnt ihr auch eure Tipps in den Kommentaren schreiben. Das Problem ist, also die Motivation kommt nicht zu euch. Ihr müsst das Zeug machen, auch wenn ihr nicht in dem Moment motiviert sind. Es ist wichtig zu wissen, wieso ihr das überhaupt macht. Was ist euer Ziel? Keine Ahnung, wenn ihr Puzzle macht, ihr lernt, damit ihr Puzzle bestehen an der Uni könnt. Wenn ihr an der Uni sind, ihr lernt, damit ihr die Prüfungen bestehen, dass ihr dann euren Traumjob machen könnt oder was auch immer es ist. Ihr müsst euch ein Ziel vor Augen haben und einfach wissen, dass ihr wirklich dranbleiben müsst. Und es ist egal, ob ihr jetzt am Morgen aufstehst und einfach keinen Bock hast, du musst dich einfach daran erinnern, wieso du das überhaupt machst. Das andere ist, ihr müsst organisiert sein. Was ich mache To-Do-Listen und ich schreibe mir alles auf, was ich mache oder was ich machen muss. Und dann habt ihr wirklich einen Überblick und könnt schauen, okay, was könnt ihr wann erledigen, was hat Priorität. Zum Teil ist es ja so, wenn ihr mega viel zu tun habt, seht ihr eben den ganzen Berg vor euch und habt einfach keine Lust anzufangen. Und dann würde ich euch empfehlen, mit etwas Einfachem anzufangen. Sobald ihr mal angefangen habt, geht das schon, eben kommt das Ganze ins Rollen. Und wegen dem würde ich wirklich schauen, dass euch das ein bisschen abwechselnd macht. Vielleicht fangen wir mit etwas Einfachem an und dann mit etwas, wo ihr wirklich nicht so Lust habt oder wo ihr schon wisst, dass ihr Probleme damit habt. Und dann könnt ihr euch so ein bisschen abwechseln, dass quasi ein bisschen wie Erholung dazwischen habt. Und wenn wir schon über Erholung reden, ist es auch wichtig, dass ihr Pause dazwischen macht. Was ich noch gerne mache, ich brauche die App. Ich zeige es euch schnell. Es heißt Forest. Ich glaube, es kostet 3 Franken oder so. Ihr könnt einfach so einen Baum pflanzen quasi. Das ist jetzt für 25 Minuten. Und in diesen 25 Minuten könnt ihr nicht wenn ihr von der App geht, also ich kann so einstellen, dass ihr trotzdem die App verlassen könnt, aber wenn ihr die App verlasst, dann stirbt euch ein Baum. Und ihr könnt auch Punkte sammeln und so, und mit dem quasi es hilft euch, dass ihr euch auf das fokussiert, was ihr macht, dass ihr nicht am Handy sind. Und dann könnt ihr Bäume pflanzen. Und ja, zum Beispiel von dieser Woche sieht es bei mir so aus. Ich weiß nicht, wie gut man das sieht. Aber ja, und das auch noch cool ist, ihr könnt eben Punkte sammeln und ihr könnt, je nachdem wie viele Punkte ihr habt, sogar einen richtigen Baum pflanzen lassen, was auch noch cool ist. Aber auf jeden Fall zum Beispiel so eine App ist noch hilfreich. Oder ihr könnt euch auch normal einfach einen Timer stellen, eben 15 Minuten, 30 Minuten, was auch immer. Und nach dieser Zeit dann irgendwie 5 bis 10 Minuten Pause machen. Und ja, eben bei der Forest App ist es einfach gut, dass ihr dann auch genau wisst, wie viel ihr jeden Tag gelernt habt. Und dass ihr eben nicht aufs Handy geht. Es gibt natürlich auch so gewisse Blockers, wo ihr auf dem Computer machen könnt. Also zum Beispiel, ihr könnt euch das blocken, dass ihr irgendwie nicht auf YouTube geht oder so. Ich verlinke das mal unten. Das ist wirklich halt, wenn ihr wirklich gar keine Selbstkontrolle habt. Es gibt auch Leute, die ihre Handys abstellen oder ihre Handys, keine Ahnung, irgendwo weglegen, dass sie es gar nicht bei sich haben und nur so fokussiert lernen können. Aber ja, ihr müsst ein bisschen herausfinden, was für euch am besten ist. Aber das Ding ist halt eben, dass wenn ihr euch ein Stück fokussiert macht, sind ihr noch schneller fertig, habt mehr gelernt. Und ja, das ist eigentlich das Ziel der Sache, oder? Wegen dem ist das auch wichtig. Was ich auch noch ganz wichtig finde, um mit dem Lernen anzufangen, ist, dass ihr einen guten Arbeitsplatz habt und auch ein bisschen herausfinden, was für euch am besten funktioniert. Ich lerne gerne in der Unibibliothek. Es ist ruhig, ja, es ist ordentlich.
ja, ich finde das eigentlich noch mehr praktisch oder halt auch in einer Bibliothek in der Nähe von mir, also meiner Stadtbibliothek. Ich wohne ja nicht dort, wo ich studiere. So etwas oder auch mal in einem Café, also in einem Starbucks oder so, finde ich eigentlich auch noch ganz gemütlich. Halt dort ist das Problem, je nachdem wie viele Leute dort sind, willst du auch mehrere Stunden dort bleiben, wenn so viele Leute da sind und einen Platz suchen. Finde ich ein bisschen unhöflich eigentlich. Wegen dem mache ich das nicht so oft und wenn dann halt um eine Zeit, wo nicht so viele Leute da sind und dann auch noch vielleicht so nur so 2-3 Stunden oder so. Aber ja, ich kann ein bisschen herausfinden, was für euch am besten funktioniert. Vielleicht habt ihr es gerne, wenn ihr Musik hört, vielleicht habt ihr es gerne, wenn ihr einfach irgendwelche Geräusche hören. Da könnt ihr auch auf YouTube so Videos finden mit Kamingeräusch oder Regengeräusch. Vielleicht einfach das. Also es gibt, das ist halt auch mein Ding. Ich kann euch sagen, was ich mache, aber ihr müsst ein bisschen für euch herausfinden, was euch am besten hilft. Also könnt ihr das mal ausprobieren und ja, ich könnte auch vielleicht eben so Playlists oder so zusammenstellen mit Musik, die euch ein bisschen motiviert. Ich würde mir auch nicht zu viel vornehmen, weil wenn ihr viel zu viel an einem Tag macht, ist es schwer für euch, dann das Niveau zu halten, beziehungsweise dann könnt ihr am nächsten Tag vielleicht gar nicht mehr machen, weil ihr so kaputt sind. Und ja, ich würde auf jeden Fall schauen, dass ihr auch genug Ausgleich habt. Wenn ihr zum Beispiel gerne ins Gym geht, dass ihr das quasi den Macher machen, so quasi als Belohnung oder euch mit den Kollegen treffen oder gleich einen kleinen Ausgleich haben. Das ist dann auch ein bisschen eine Motivation, also im Sinne von okay, ich lerne jetzt keine für das Fach für 2 Stunden und dann gehe ich ins Gym. Dass ihr euch auch ein Sachen gönnt, weil nur so könnt ihr das Ganze auch durchziehen. Was vielleicht ein komischer Tipp sein kann, weil eigentlich, habe ich vorhin gesagt, es ist gut, wenn ihr nicht die ganze aufs Handy geht und so, aber jetzt ich mache jetzt Werbung für mich selber, nein, aber wenn ihr auf Instagram Leute folgt, die wirklich so Studygrams haben, also im Sinne von wirklich Instagram-Accounts, die mit dem Lernen zu tun haben. Und ich folge mega vielen davon. Ja, ich finde das eigentlich noch ganz cool, aber wenn man zum Beispiel am Morgen auf Instagram geht, dann siehst du schon Leute, die eben so Zeug posten, von dem, was sie lernen und keine Ahnung, irgendwie so die Community, wo wir wissen, okay, alle sind am Lernen, alle machen etwas. Ja, ich finde es eigentlich noch ganz cool, aber eben so mit Social Media muss man auch ein bisschen aufpassen, weil wenn jetzt viel Zeit mit dem vergeudet, ist natürlich nicht gut. Aber ja, ich folge diesen Leuten und ich selber poste auch so ein bisschen, was ich amigs mache, halt auch nicht so regelmäßig, aber gleich, also ihr müsst mir auch nicht folgen, ich sage es nur, dass ich so Studygrams eigentlich auch noch motivierend finde. Also grundsätzlich ist meine Idee eigentlich, dass ihr euch in dem Sinne motiviert, indem ihr einfach mal anfangt, indem ihr das Ganze selbst in die Hand nehmt und ja, weil je mehr Sachen ihr versteht, je mehr von euren Zielen ihr erreicht, desto motivierter werdet ihr auch. Also ja, ich hoffe, das macht Sinn. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr die gerne unterstellen. Und ja, ich hoffe, dass es ein bisschen hilfreich war. Es gibt in dem Sinne nicht eine Zauberformel. Bundesrat. Ihr müsst das selber wie erzwingen. Ja, wegen dem hoffe ich aber gleich, dass es irgendwie geholfen hat. Merci vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!